Hallo miteinander. Herzlich willkommen zum Greener Gaming Let's Play Portal 2. Ja. Ich bin letztens wieder auf das Game gekommen und ich dachte, ich könnte da wieder mal spielen, weil ich finde es hure geil und dann habe ich gedacht, mache ich doch gerade das Let's Play, weil, ja... Ich habe schon Portal 1 gespielt und es hure geiles Game gefunden, und dann habe ich Portal 2 gespielt. Ist halt nicht mehr ganz aktuell, aber ja. Also auf jeden Fall habe ich schon eine Stunde gespielt, Singleplayer und Multiplayer. Aber ich finde es einfach ein super geiles Game. Und ja, die Grafik ist echt gar nicht einmal so schlecht. Also ja, es gibt heutzutage natürlich nicht so das Modernste, aber ja, aber ich habe die Grafik nicht gefallen, aber habe weil ich ein Probleme mit der Grafikkarte habe im Moment, das ist nicht mehr so flüssig. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt mit dem Sound und so gut ist, aber ich glaube schon. Und ja, wie gesagt, habe ich da schon alle Kapitel freigeschaltet, das sind so verschiedene Kapitel, aber ja. Es ist echt lang, muss ich noch dazu sagen, das ganze Game. Aber ich finde es so geil. Und es hat immer so Umstürze und so, wo alles sich wieder ändert und... Ja, eben, es ist einfach... Und ja, die Rätsel und halt alles, und es ist auch mega gut inszeniert, zum Beispiel auch am Anfang. Jetzt haben wir so wie Filmsequenzen, ich fange jetzt mal an. Wo ich dann am besten nicht, wo ich dann nicht so viel reden. Weil halt der Humor, was die am schnell tun, lustig ist und verdammt gut gemacht ist. Wird vielleicht höchstens ein bisschen lachen und so dass es euch erleichtert, wenn es etwas Lachen gibt, oder falls ihr den Humor nicht checkt, egal, nein. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. So, ich kann jetzt Sie rumlaufen hören und jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. What the hell? Oh, shit, ist da geil. Leck, Bobby. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Jo, jetzt kommt eine geile Szene, jetzt müsst ihr das auch hier ziehen. Der Humor ist so geil. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Dass alle Jemand da drin? Testsubjekte das Enrichment Center umgehend Hallo? verlassen müssen. Alle Testsubjekte, Machst du die Sie zu diesem heute Zeitpunkt noch im Hyperschlaf irgendwann die Tür befinden, auf? haben damit We are automatisch Hallo? experiencing Kannst du rein? technical difficulties. Kannst du die Tür aufmachen? Das wäre ziemlich dringend. Ja, du siehst furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Hallo? Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Wow. Alles ja. klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Aha. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens Leichter vorliegt. Fall. Bleib ganz Ein ruhig. schwerwiegender Aber wenn du Hirnschaden. doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Jetzt Die wird's krass. Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Was Kernschmelze?
the hell? Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. What the hell? Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Das kommt nicht gut. Oh, Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen was Geduld. manuell? Ah, Fast geschafft. Nein. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben. ah. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay, los geht's. Ja komm, schon gut. Eben da habe ich gemeint mit guter Inszenierung. Weiter, Klebe direkt da. durch das Loch da. Viel Glück. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten Sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Hehe. Level 0. Aber es ist schon noch easy, finde ich. Also ja, es ist verdammt geil. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Also es funktioniert so. Die Leitung ist so wie eine Stromleitung, die von dem Schalter zu dieser Tür geht. Und die ist aktiviert. Okay, es funktioniert jetzt nicht ganz, weil das alles kaputt ist, aber ja, theoretisch. Das sind so Dinge, die man kann haben, so ja, Würfel halt. Und ja. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Wenn man hier durchläuft, sind das Portal weg, das man gemacht hat, und jedes Objekt, also wenn man einen Würfel mitnimmt, geht er kaputt. Oha. Deftig. Jetzt wird's geil. Aber ich liebe das, Mann. Shit. Oh. Ja. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabtritt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Ja.
Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus ihrem Kopf entfernt hat. Okay. Da zeigt es wenn man so Zeug an, was vorkommt. Am Anfang ist es recht einfach. Und was ich geil finde an Portal 2, es ist immer so nicht so stark strukturiert wie es 1 oder so, wo immer alles so eine feste Testkammer ist, sondern wirklich. Sondern ab und zu ist alles zerstört oder so und es ist immer. Oder ab und zu ist man nicht einmal in der Kammer, sondern irgendwo nebendran oder so. Das ist verdammt geil gemacht. Da hat es einen Schalter, hä? Aha. Krass. So, jetzt brauche ich noch einen Würfel. Wo da hin ist. Jetzt muss ich als ersten Würfel holen. Und jetzt da rein. Und dann später gibt es auch noch so Gels und so. Also die Rätsel werden hure kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich euch da die Lösung immer genau soll erklären und so. Hä? Ah. Wenn ich die Lösung habe von einem Rätsel. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ja, sicher. Ah. Oder ob ich einfach soll, wenn ich die Lösung habe, das Level so fertig machen. Das ist halt die Frage. Aber ja, Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, geil. Ah. Das ist so geil gemacht, Mann. Na bitte, geschafft! Yeah. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Oh! What the hell? Hallo? Siehst du die Portalkanone? Nein. Ja. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde. Dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Wenn du nicht tot bist. Uiuiui. Aber das habe ich gemeint, jetzt nicht einfach so strukturiert wie im normalen Game, sondern dass du einfach keine Ahnung hast, was passiert. Der Cake. Okay. Und nur an der weißen Wand hier kann man Zeug schiessen, Portal. Wow. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Okay. So, ich würde sagen, für den Part längst mal. Im nächsten Part sieht man dann genau, wie es da weitergeht. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play, die Idee und so.
Ja, und schreibt wenn ich es genau soll machen halt und was er davon haltet. Ja, peace.